Hallo und herzlich willkommen zu 3 für 2, der Podcast, in dem sich zwei Menschen drei Facetten eines gesellschaftlich und theologisch wichtigen Themas stellen. Heute sprechen wir über das Buch der Bücher, die Bibel, woher sie kommt, was sie so verlässlich macht und was wir ganz persönlich damit anstellen können. Viel Spaß! Gut, also René, zum Start von unserer Episode habe ich gedacht, ich bringe dir eine Geschichte mit. Und zwar, hast du schon mal vom Bibelraucher gehört? Nope. Bibelraucher, nope. Und je länger ich dieser Geschichte nachgegangen bin, je besser wurde sie in dem Sinne, dass es für unsere Episode passt. Und zwar geht es um einen Mann, der mit 6 in ein Kinderheim kam und dort dann groß geworden ist. Mit 17 hat er irgendwie eine Heimleiterin geheiratet, dass er früher aus dem Kinderheim kam, hat dann irgendwas mit Drogen gemacht und war dann so weit, dass er 2 Menschen umgebracht hat. Und kam dann nachher in den Knast. Im Knast hat er eine Bibel bekommen, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht mehr, was der Grund war. Und er hat angefangen, diese Bibel zu gebrauchen, um Zigaretten zu machen, weil die Seiten so dünn waren. Es hieß dann, dass er gesagt hat, okay, aber ich kann ja das nicht rauchen, ohne dass ich es vorher gelesen habe, wäre etwas respektlos diesem Buch gegenüber. Wie geil ist das denn? Und in dem Buch, wo dieser Bibelraucher dann geschrieben hat, hat er gesagt, am Anfang wusste ich nichts über Jesus, ab Jesaja lief ich ihm nach. Irgendwie so. Come on. Genau. Und er ging dann mit diesem Buch auf Tournee und ganz, ganz viele Menschen haben angefangen, diese Geschichte auch zu hypen. Er ging dann von Ort zu Ort, hat wirklich den Leuten auch einfach seine Geschichte erzählt und gesagt, wie es ist, jetzt auch mit Jesus unterwegs zu sein. Das Problem ist, dass jetzt vor ein paar Jahren, ich glaube 2023, hat er dann selber bestätigt, dass 40% der Geschichte künstlerische Freiheit war. Ach, come on. Was immer das heißt in dem Zusammenhang. Genau, und dass gewisse Facts einfach nicht so stimmen. Und ich habe den Bibelraucher vorher gekannt und kannte aber nicht das, was nachher kam. Und ich glaube, ganz vielen Menschen ging es auch so und es haben ganz viele Menschen wirklich auch so Geschichten oder haben gesagt, dass sie aufgrund von dieser Geschichte näher zu Jesus fanden. Und ich habe dann gelesen, dass das eben so 40% davon nicht stimmte und kam dann schon etwas ins Grübeln. Und mich würde das wundern, was dich als Person, wenn du so eine Geschichte hörst, ob für dich klar ist, hey, naja, 60% waren ja immerhin richtig. No way. Na, also, ich meine, du kennst mich ein bisschen von meiner Persönlichkeit, also das finde ich, es geht gar nicht. Ich fand es, also als du mir sie erzählt hast, ich habe sie nicht gekannt, fand es noch eine total sweete Geschichte, obwohl ich schon auch ein bisschen eigenartig fand, aber ich meine, ich bin auch eigenartig, von daher, aber wenn ich das dann höre, dann bin ich so, denke, nein, nicht schon wieder, so einfach, es passt irgendwie nicht zu meinem Verständnis, wie ich Jesus nachfolge, nur dass man sagt, 40% war künstliche Freiheit. Ich würde mir das nie erlauben, weil genau das Problem ist. Das Problem ist dann das Vertrauen. Oder wenn du das mal gemacht hast, dann ist es einfach schwer zu vertrauen. Deswegen habe ich übrigens auch unseren Kindern nie gesagt, oh, der Samichlaus kommt oder das Christkind hat dir das gebracht, weil ich immer gedacht habe, dann irgendwann mal merken sie, das war alles erfunden. Und dann denken sie vielleicht plötzlich, ja, was sonst ist erfunden, was mir Papa erzählt hat. Auch ein bisschen brutal, weil dann unsere Tochter, also die eine in der Schule, allen Leuten die Freude am Samichlaus weggenommen hat. Das ist nur ein verkleideter Mann. Das war eine Kehrseite. Ja. Aber nein, für mich geht's gar nicht. Ja, ich war wirklich dann so für einen Moment im Clinch, weil du möchtest ja diesen Personen, wo eine Erfahrung mit Jesus gemacht haben, durch diese Geschichte, also natürlich die Wahrheit erzählen. Du möchtest ihnen ja nicht absprechen, dass sie dann trotzdem eine persönliche Erfahrung mit Jesus hatten. Oh gut, das würde ich nie machen. Genau, aber das glaube ich dir. Aber das ist dann so die Kehrseite, wo ich denke, das ist einfach schade. So. Ja, natürlich, aber ich denke, Jesus kann aus allem was Gutes machen. Ich glaube nicht, dass er es cool findet, wenn man lügt, um ihn zu hypen.
Aber wenn es dann geschehen ist, dass Jesus trotzdem den Leuten begegnet, das passt für mich zu ihm, wie ich ihn wahrnehme. Ja, genau. Heute sprechen wir über ein Buch, das hoffentlich nicht zu 40% künstlerischen Freiheit liegt. Genau, und deshalb gehen wir doch in unser erstes Thema rein. Genau, und dieses erste Thema behandelt die Bibel und vor allem mal, wie sie wie sie historisch entstanden ist. Und ich habe sehr viel in der letzten Zeit gelesen. Ich habe sehr viel von Historikern, die nicht Christen sind, bis Historikern, die Christen sind und Apologetikern und so weiter, verschiedene Sachen gelesen. Und ich möchte trotzdem noch mal so von dir hören, wie kommen wir jetzt zu dieser Bibel, die wir heute lesen? Wow, eine große Frage. Lass uns mal aufs Neue Testament fokussieren. Ich meine, die ganze Geschichte beginnt mit Jesus. Jesus hat das Alte Testament, so wie es war, einfach mal genommen. Also er hat gesagt, ja, das ist Schrift, das ist Wort Gottes. Er hat es mal einfach so genommen. Und dann haben Leute, die haben diese Stories von Jesus aufgeschrieben. Da haben wir die 4 Evangelien. Genau, interessant ist, wenn man schon bei den 4 Evangelien ist, es gibt ja viele auch so, man sagt apokryphe Evangelien, also Evangelien, die irgendwie den Anspruch haben, auch Augenzeugeberichte zu sein, aber die es nie geschafft haben, in die Bibel zu kommen. Oder jedenfalls nicht in unsere Bibel. Ja, also in welche Bibel denn sonst? Ja, also in die Reformierten jetzt nehmen. So. Auch die Katholiken haben nur 4 Evangelien. Die haben Apokryphen schon, aber die Evangelien nicht. Genau. Ja. Und das ist ein gutes Beispiel, um zu sagen, wie ist eigentlich dann, warum sind jetzt genau diese Bücher drin? Ja. Oder man sagt dann, es gibt Leute, die dann sagen, ja, die Kirche hat alle anderen Evangelien einfach rausgeschmissen und bestimmt nur diese 4 sind es und so. Und die Geschichte ist wirklich ganz anders gelaufen. Also du hast innerhalb von, ich sage jetzt mal 150, 180 Jahren nach Christus schon, haben sich diese 4 Evangelien überall durchgesetzt als die Evangelien, die man als Evangelium akzeptiert hat. Also Irenäus zum Beispiel schreibt, dass es ja logisch sei, dass es 4 Evangelien gäbe, 180 ungefähr, weil es gäbe ja auch 4 Himmelsrichtungen. Ja. Nicht, dass mir jetzt die Begründung so gefällt, aber es war schon 180, war durchwegs klar, es sind diese 4 Evangelien. Es gibt verschiedene Faktoren, warum das so war, aber vielleicht, ich habe ein paar Zitate mitgebracht, darf ich die bringen? Wenn man immer wieder von diesem Thomas-Evangelium spricht, aber dann merkst du, wenn du das dann liest, dann merkst du, das ist einfach was ganz anderes. Das Thomas-Evangelium zum Beispiel endet mit einer ganz interessanten Geschichte. Es endet mit folgenden Worten. Logion 114. Simon Petrus sagte zu ihnen, Maria soll von uns weggehen, denn Frauen sind des Lebens nicht würdig. Jesus sagte, siehe, ich werde sie führen, damit ich sie männlich mache. Denn jede Frau, die sich männlich macht, wird in das Himmelreich eingehen. Einfach, weil immer wieder so, als Beispiel dieses Thomas-Evangelium, warum ist das nicht da? Es gibt gute Gründe. Erstens einmal hat man gesagt, sie müssen irgendwie entweder von einem Apostel geschrieben sein, ein direkter quasi Apostel von Jesus, oder Leute, die mit einem Apostel unterwegs waren. So. Dann hat man gesagt, es müssen Bücher sein, die dem, was man sonst liest, von Jesus weiß, was Paulus schreibt, nicht widerspricht. Und es müssen Bibeln sein, die allgemein in der Kirche akzeptiert sind. Und in diesem Sinne haben sich diese 4 Evangelien zum Beispiel lange bevor dann 300, ich glaube es war 87, irgendwo ein Konzil gesagt hat, das sind sie nun, haben sich die schon durchgesetzt. Also ist nur jetzt ein Beispiel, so Kanongeschichte im Sinne von, es ist mehr das innere Zeugnis des Heiligen Geistes, das in der ganzen Christenheit, bevor irgendeine kirchliche Autorität das entschieden hat, wo man gespürt hat, hier spricht wirklich Jesus, das ist seine Stimme. Das ist ein Beispiel für die Evangelien. Dann gibt natürlich, soll ich noch weiter quatschen? Was hast du mir? Ja, also dann gibt es die Paulusbriefe zum Beispiel, es gibt die Johannesbriefe, es gibt die Petrusbriefe. Jetzt, wenn man die ganze Geschichte anschaut, ist der größte Teil dieser Bücher, war lange vor diesem Konzil 300, ich glaube 87, waren die unbestritten. Es gab Diskussionen um den Judasbrief, um den 2. Petrusbrief und
um die Offenbarung. Weil die Offenbarung halt, vor allem in der Ostkirche, die haben das nicht so gemacht. Für die ist Gott viel, ich sage jetzt mal, mystischer, spiritueller als in der Westkirche. Und man kann die Offenbarung auch missbrauchen, das haben die schon gespürt. Diese Bücher waren wie, kommen die in den Kanon oder nicht? Die waren umstritten. Also ein kleiner Teil. Ich sage jetzt mal, wenn man Judas und 2. Petrus nicht hat, hat man trotzdem alles, was man braucht. Ja. Bei der Offenbarung würde ich sagen, ist ein bisschen ketzerisch. Es wäre uns vieles erspart geblieben, hätte man das Buch nicht reingenommen, aber ich glaube, es ist extrem wichtig, dass es drin ist. Ich habe wirklich gespürt, doch, es gehört rein. Ja. Aber um das Gewicht zu zeigen, vieles war klar. Es gibt, wann war das? Es gibt schon das moratorische Fragment, das ist Ende des 2. Jahrhunderts, waren schon 4 Evangelien, 13 Paulusbriefe, 2 Johannesbriefe, die Offenbarung waren da schon drin. Das war lange vor diesem Entscheid, um eine lange Geschichte ein bisschen abgekürzt zu erzählen. Ich habe dann auch, vor allem jetzt die 4 Evangelien finde ich krass, wie sie sich auch irgendwie ergänzen. Nur schon die Geschichte von der Speisung von diesen vielen Menschen damals, gibt es ganz viele Infos in den einzelnen Evangelien, die in sich keinen Sinn machen, aber wenn du die anderen liest, dann plötzlich schon. Sehr cool. Zum Beispiel spricht, ich weiß nie, welches Evangelium jetzt wo was steht, aber in einem dieser Evangelien steht, dass ganz viele Menschen da waren. Aber nichts weiter, warum diese Menschen da waren und so weiter. Und dann im anderen Evangelium liest du aber, es war gerade vor dem Passafest. Und deshalb kamen so viele. Oder dass Jesus Philippus fragte, warum, geh doch mal schauen, dass das Essen kommt. Und Philippus war nicht der Jünger, den man jetzt als erstes gefragt hätte man jetzt so von außen geschaut, weil Judas war für das Geld verantwortlich, was auch immer so. Und dann in einem anderen Evangelium liest man aber, Philippus kam von dort. Und das finde ich auch immer sehr spannend, dass man diese 4 auch wirklich so wie Zahnräder irgendwie die Geschichte noch ein bisschen besser kann, nachfolgen kann. Genau. Er schreibt ja auch, jeder Evangelist schreibt aus einer anderen Optik. Genau. Ich meine, Markus schreibt wirklich, das ist das Kürzeste. Der schreibt vor allem für die Nichtjuden. Und dann erklärt er auch immer sehr viel. Ja. Das ist, weil die Juden das und das und das machen. Ja. Oder Lukas ist voll der Historiker vom Typ her, auch Apostelgeschichte, versucht wirklich so historisch genau nachzuvollziehen. Matthäus kommt viel mehr davon, um zu zeigen, er ist wirklich der Messias, der im Alten Testament verheißen ist. Und dann ist ja auch, je nachdem, wie man die Abfassungen datiert, aber so wie ich es verstehe, Johannes ist ein bisschen der späteste von allen. Und der schreibt lieber nochmal von einem ganz anderen Blickwinkel. Viel mehr Einzelgespräche von Jesus mit Leuten und interessanterweise auch bei den ersten 3, also Matthäus, Markus, Lukas, ist der größte Teil der Zeit ist in Galiläa. Und Johannes beschreibt uns aber, dass Jesus, also Galiläa ist das der Nordteil von Israel, dass Jesus aber immer wieder von hier dann zu den Festen gegangen ist nach Jerusalem. Das weiß man nur, weil man Johannes hat. Und es gibt auch andere Dinge, die weißt du nur, weil Johannes nochmal ein Evangelium geschrieben hat. Ich glaube auch, am Schluss haben wir hier wie alles, was wir brauchen von Jesus. Und wenn nur einer fehlt, fehlt irgendwo was. Thomas Evangelium brauchen wir nicht. Passt nicht. Ja. Jetzt haben wir über das gesprochen, wie die Bibel zusammengesetzt wurde oder entstanden ist oder schon entstanden war damals. Jetzt gibt es natürlich auch noch die Frage von, ja, aber das könnte auch einfach jemand geschrieben haben. Wie sehen wir das denn wissenschaftlich, historisch? Ist die Bibel überhaupt einfach so wie, nehmen wir den Koran, der einfach von Gott gegeben wurde ein, der hat das dann niedergeschrieben. Wie kommen wir dann an die Wahrheit, die dann auch geschichtlich relevant hat oder wissenschaftlich, wenn wir es so nehmen wollen? Wow, big, großes Thema. Ich meine schon nur der Unterschied zwischen dem Koran, eine Person schreibt Visionen auf, ist ja auch nicht ein Buch, das viel Geschichte oder Historie beschreibt, es sind einfach Offenbarungen. So ein Buch, das am Schluss 66 Bücher hat. Ich weiß nicht genau, wie viele Autoren, ich glaube, es waren etwa 40 verschiedene Autoren. Mehrere Sprachen. Genau, mehrere Sprachen. Und es verzahnt sich so ineinander. Du hast viele historische Dinge, die man wie zeigen kann. Kleiner Fun Fact, also das Alte Testament schreibt von den Hethiten, ein Volk. Und lange Zeit hat man dieses Volk außerhalb der Bibel nicht bezeugt gehabt. Und das war so ein typisches Bibel schreibt irgendwas und so. Und dann hat man, ich leider keine Ahnung, wann das war, hat man diese riesen Bibliothek von den Hethiten gefunden mit Handschriften und ihre Hauptstadt und so. In der Bibel war das schon lange drin, weil es historische Fakten sind, die sie beschreibt. Gibt es gewisse Dinge, die man auch nachprüfen kann. Aber ich denke, so ein Hauptthema ist schon jetzt gerade auch im Neuen
Testament. Ich meine, diese Texte, die wurden ja nicht kopiert. Die musste man ja abschreiben. Es gab ja kein Copy-Quick, wo du hingehen konntest. Und jetzt, das liegt in der Natur der Sache, dass man deswegen ganz verschiedene Abschriften von der Bibel, entweder ganze oder teilweise Abschriften hat heute. Also es gibt Fragmente, die haben nur ein paar Verse, es gibt ganze Bücher und so, diese Abschriften. Und wenn man versucht, also wissenschaftlich zu untersuchen, wie gut wurden die Texte überliefert, dann gibt es eine Wissenschaft, die heißt wissenschaftliche oder Textkritik. Und die hat eigentlich zwei Faktoren, die entscheiden, wie gut überliefert worden ist. Also wie viele Leute sagen dasselbe, wie viele Handschriften sagen dasselbe. Es ist wie bei einem Unfall. Wenn du nur einen Zeugen hast, der was sagt, denkst du, aber wenn es dann 20 sind, denkst du, wahrscheinlich ist es wirklich so passiert. Und wie nahe an das Ereignis kommt die Abschrift, also beim Unfall, wie nahe am Unfall, sagt er das am nächsten Tag, sagt er das 20 Jahre später. Also je mehr Leute und je näher ans Original quasi, desto verlässlicher. Und die Bibel schlägt hier jeden anderen antiken Text um Längen. Es gibt ja dieses Beispiel oder der Gallische Krieg von Cäsar. Also diese Beschreibung, wie er da die Gallier klein macht und so. Da haben wir, ich glaube, es sind etwa 10 Abschriften heute noch davon. Und die älteste ist 1000 Jahre nach den Ereignissen geschrieben worden. In der Bibel haben wir 20.000 ganze oder teilweise Abschriften. 20.000. Und die älteste ist quasi 30 oder 40 Jahre nach dem Original, also nach dem Original des Johannesevangeliums, nachdem das geschrieben wurde, 30, 40 Jahre später, da ist dieses Fragment. Das heißt, die Bibel schlägt alles andere um Längen. Jetzt kann ich entweder sagen, ich glaube, kein antiker Text enthält wirklich das, was ursprünglich geschrieben worden ist. Okay? Oder wenn ich einen reinlasse, muss es die Bibel sein. Ja. Weil keine wurde so gut und so zuverlässig überliefert. Das Schöne an dieser ganzen Geschichte, oder ein wirklich krasses Beispiel vom Alten Testament, war ja die Jesaja-Geschichte. Jesaja, die älteste Abschrift, die man bis Qumran, das ist so, beim Toten Meer hat man Höhlen entdeckt. Da waren alte Abschriften drin von einer Sekte. Und vor Qumran, bevor das entdeckt wurde, war die älteste Abschrift von Jesaja, war quasi, ich glaube, die war 1000 Jahre nach Christus abgeschrieben worden. So. Und jetzt hat man eine Handschrift gefunden in diesen Höhlen von Qumran, die war fast 1000 Jahre älter als diese Abschrift, die man hatte. Und wenn man die vergleicht, ist wirklich außer Punkt und Komma, also ein bisschen jetzt salopp gesagt, steht genau das Gleiche. Das zeigt einfach, die Texte wurden sehr zuverlässig überliefert. Man hat ja große Ehrfurcht vor den Texten gehabt. Also auch da ist rein wissenschaftlich die Bibel ein sehr zuverlässig überliefertes Buch im Vergleich zu allen anderen, die man hat, das jetzt Zeit sowieso. Und dann ist es ja auch krass, dass wir in der Schule von gewissen Sachen einfach sagen, in der Geschichte lernen, so war es. Niemand fragt, und niemand hinterfragt es. Und Jesus wird dann definitiv hinterfragt. Obwohl inzwischen sind ja schon, findet man eigentlich keinen Historiker mehr, der wenigstens nicht sagt, okay, hey, Jesus hat sicher mal gelebt und Jesus ist gekreuzigt worden. Alles andere kann man diskutieren, aber diese zwei Sachen sind eigentlich fast alle Historiker sicher. Ja, oder auch, dass in dieser Zeit der römische, ich weiß nicht, ob es der römische Kaiser war, jedenfalls eine geschichtliche Figur hat irgendwie 10 verlässliche Quellen und Jesus hatte 40 klare Quellen, die außerhalb von den Evangelien beweisen, dass Jesus gelebt hat. Wow. Und diese 10, die nehmen wir einfach als, das ist eine klare geschichtliche Sache. Und deshalb finde ich dann auch, wenn Leute irgendwie diskutieren wollen, dass Jesus ja einfach nur eine erfundene Gestalt ist, das ist eigentlich schon sehr bei den Haaren herbeigezogen. Ja. Es ist immer eine Vertrauensfrage und ich denke auch, also wenn irgendeine Überlieferung vertrauenswürdig ist, dann ist es die Bibel. Ja. Und es war auch nicht möglich, dass da Leute irgendwie einfach die Kirche quasi konnten monopolisieren. Wir sagen, was in der Bibel ist, Unsinn. Weil die Handschrift, es gab so viele Handschriften, es gab so viele verschiedene Orte, wo gewisse Briefe zirkulierten. Die Kirche konnte gar nicht einen Cut machen, alle einsammeln, verbrennen und jetzt bringen wir unsere Version. Das ist unmöglich. Ja. Es ist wirklich das Zeugnis des Heiligen Geistes im Sinne von, Gott handelt in der Geschichte. Das ist der Unterschied zum Koran. Gott handelt in der Geschichte und die Geschichte trägt so viele Spuren. Es sind nie Beweise. Es hat immer mit Vertrauen zu tun. So viele Spuren, dass Gott wirklich gewirkt hat und dass es zuverlässig überliefert worden ist. Ja, jetzt sind wir beim Historischen gewesen, dass
wir jetzt mal außerhalb von unserem Jesus nachlaufen irgendwie gewisse Hard Facts haben, wo wir sagen, hey, das ist wirklich geschichtlich verlässlich. Jetzt nimmt es mich trotzdem noch Wunder und da gehen wir uns in unser zweites Thema rein. Und zwar möchte ich ja dann schon, jetzt gehen wir davon aus, dass die Geschichte einfach mal so wie es in der Bibel steht, das ist eine geschichtliche Erzählung, so. Und jetzt glauben wir ja, dass da noch mehr dahinter steckt. Und für mich gibt es so ein paar Fragen, die ich noch nicht zur Gänze für mich beantworten konnte. Und deshalb werfe ich das mal so in den Raum. Und eines davon ist, hey, gibt es Bücher in der Bibel, die wir so lesen müssen? Oder anders gefragt, muss ich jedes Buch genau gleich sehen und genau gleich lesen? Oder gibt es Bücher, die vielleicht einen anderen Anspruch haben? Nur schon das Alte und das Neue Testament, aber auch schon im Alten Testament sind die Psalmen ja auf eine andere Art und Weise geschrieben worden als Jesaja oder die ganze Tora und so. Genau. Super, ja. Hey, auch wieder super Frage, super komplex. Vielleicht das Grundsätzliche ist ja schon erwähnt. Es gibt in dem Sinne in der Bibel wie eine Selbstkorrektur. In dem Sinne, dass das Neue Testament den Anspruch hat, die einzig verlässliche und richtige Auslegung des Alten Testaments zu haben. Also Paulus sagt im 2. Korintherbrief 3, Kapitel 14, sagt er, auf dem Alten Testament ist wie eine Decke. Es ist wie ein bisschen verborgen, was da wirklich gemeint ist. Der Hebräerbrief sagt, es hat wie einen Schatten. Und wenn du überlegst, ein Schatten hat ja nur 2 Dimensionen. Also wenn du den Schatten siehst, weißt du noch nicht, wie sieht eigentlich die Realität wirklich aus. Es kommt ja fest darauf an, wo kommt das Licht her. Also 2. Korinther sagt, es ist wie eine Decke drauf und nur in Christus wird diese Decke weggenommen. Also das Neue Testament sagt, wir müssen die Jesusbrille auf der Nase haben, wenn wir das Alte Testament lesen. Es gibt die ganz einfachen Beispiele. Jesus selbst sagt, die Reinheitsgesetze waren für eine Zeit, aber jetzt im Neuen Testament gelten die nicht mehr, weil rein macht dich nicht das, was in deinen Körper hineinkommt von außen, sondern das, was du rauslässt mit deinem Mund oder mit anderen Dingen. Also das ist sicher eine Geschichte. Ich darf das Alte Testament nie ohne Jesusbrille lesen. Ist vor allem auch wichtig bei Fragen rund um eben Gottesdienst oder auch Prophetien so. Und dann gibt es das andere, was du angesprochen hast, so Psalmen, Jesaja. Es gibt halt wie Gattungen. Es gibt Bücher in der Bibel, das sind geschichtliche Berichte mit den Worten drin. Dann gibt es Briefe, dann gibt es im Alten Testament gibt's das Gesetz, es gibt die Psalmen, die poetischen Bücher, es gibt das Hohelied und dann gibt es also die Weisheitsliteratur und dann gibt es auch die Propheten. Und natürlich muss man wenn man das Buch liest, hilft es zu wissen, habe ich hier einen poetischen Text vor mir? Ich meine, in den Psalmen schreien die Psalmisten, Gott, du schläfst ja. Ich meine, das ist keine theologische Aussage. Das ist ein Gebet, was stimmt, was Fakt ist, dass es manchmal sich so anfühlt. Und es ist gut zu wissen, du hast da einen Psalm vor dir, einen poetischen Text und nicht eines der 5 Bücher Mose, wo ein Gesetz drin steht. So. Ja. In dem Sinne, ja, da gibt es sicher Unterschiede. Und wie man jetzt das im Einzelnen macht, da gibt es eine ganze Wissenschaft darüber, Gleichnisse liest man anders, als man geschichtliche Texte liest, genau. Und aber jetzt als Laie, wo finde ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel Hiob, ist so ein Beispiel, wo wenn ich weiß, wie Jesus tickt und durch Jesus dann auch irgendwie wie Gott tickt und dann lese ich den Hiob und habe einige Passagen, wo ich denke, Was denn zum Beispiel? Dass der Teufel mit Gott fast eigentlich auf Augenhöhe über einen Menschen diskutieren kann. Muss ich jetzt kann ich das sagen, okay, hey, das ist ein Text, wo eigentlich es geht um etwas anderes, also kann ich die Teile von, das passt jetzt nicht zu Gott, einfach sagen, ja, okay, der Schreiber hat damit eigentlich etwas anderes sagen wollen, oder muss ich das als Hard Facts nehmen und sagen, okay, der Teufel hat in diesem Moment über einen einzelnen Menschen wirklich hatte eine Gewalt, so in dem Sinne. Ich würde es anders angehen. Ich finde es schwierig, wenn Leute versuchen, gibt es ja in der Bibelwissenschaft immer wieder, uns zu erklären, welche Absicht der Autor wirklich hatte. Woher weiß ich denn das? Aber was ich hier machen kann, ist wieder, dass ich sage, okay, wenn ich da was lese, das ich komplett schräg finde, dann sage ich, bevor ich irgendwie sage, der Autor meinte eigentlich was anderes, ich gehe jetzt ins Neue Testament, in das Verständnis von Gott
und dem Bösen, das Jesus mir präsentiert, und überlege mir, widerspricht das dem komplett, was ich da rauslese? Dann kann ich gut sagen, hey, ja, wenn es dem widerspricht, würde ich sagen, ich nehme das hier und das lasse ich mal so als offene Frage auf dem Gestell. Aber ich finde es brutal arrogant, Entschuldigung, nicht dir gegenüber, aber wenn Leute sagen, ja, ich sage euch jetzt, was der Autor wirklich meinte. Woher weiß er denn das? Ja. Aber für mich ist so dieses immer wieder die Jesusbrille anziehen, hilft mir bei Dingen, die ich sage, hey, die machen für mich für 0 Rappen Sinn. So. Und manchmal gibt es eine Erklärung für das, was ich hier lese, und manchmal muss ich es einfach stehen lassen als offene Frage. Aber ich habe bei Jesus so wie the real deal. Das sagt das Neue Testament. Das ist wie der Schatten, aber die Realität ist Christus. Also bei Jesus habe ich the real deal. In dem Sinne habe ich schon so wie man sagt, einen Kanon im Kanon, dass ich sage, für mich muss ich alles an Jesus messen. Und da bin ich immer safe. Und wenn ich das nicht zusammenbringe, dann bleibe ich bei Jesus und das andere sage ich, I don't know, don't get it, so irgendwie. Mit dem kann ich gut leben. Nicht, weil, was Mark Twain, der gesagt hat, ich mache nicht die Bibelstellen ins Kopf zerbrechen, die ihr nicht versteht, sondern die ihr versteht, nämlich die umzusetzen. Und da habe ich genug zu tun. Ja, das stimmt. Und ich finde es auch schön, wenn man sagen kann, hey, es gibt gewisse Dinge in der Bibel, die müssen für uns nicht immer glasklar sein. Vielleicht werden wir irgendeinmal noch ein bisschen mehr darüber erfahren. Oder einfach nur, hey, gibt Menschen, die da irgendwie einen anderen oder besonderen Zugang haben. Das ist so wichtig. Es gibt, ein Dozent von mir hat das Hermeneutik der Demut genannt. Hermeneutik ist die Art und Weise, wie ich die Bibel lese. Ja. Und ich finde das so wichtig. Oder dass man, wie sagt, es gibt Stellen, hey, I just don't get it. Und dann gibt es ja diese Stelle im Neuen Testament, die das selber sagt, wo sie sagt, wir sehen, das ist 1. Korinther 13, wir sehen die Realität nur so wie in einem Spiegel. Und Spiegel war damals dann nicht so wie heute. Das ist so ein Messing-Ding, wo du wirklich recht unklar siehst, oder? Und wenn das Vollkommene kommt, wenn dann wirklich neuer Himmel, neue Erde sind, dann werden wir, wow, sehen, was wirklich Sache ist. Und wie einzugestehen, ja, es gibt Dinge, die verstehe ich einfach nicht. Finde ich, das hat wirklich so wichtig. Ja. So, gerade ich als Theologe musste das unglaublich, es war wichtig, dass ich das gelernt habe. Dinge, die muss ich offen lassen. Sogar, der Petrus sagt doch, ja, da schreibt auch unser Paulus davon, unser geliebter Bruder Paulus, und einige Dinge, die er schreibt, sind richtig schwer zu verstehen. Das sagt sogar der Petrus. Ja, und auch dort, wenn man gewisse Stellen in der Bibel gibt es ja trotzdem auch, wo man sie, nennen wir es mal, zusammengesetzt hat, gibt es auch die es zusammengesetzt haben, ein Fragezeichen dahinter gesetzt haben. Zum Beispiel, und da lasse ich euch schnell zu Hause eure Bibel hervorholen, wenn ihr gerade Zeit habt, und lest Johannes 5, Vers 4. Und dann pausiert jetzt gerade und dann lösen wir es nachher auf. Genau, und zwar, wenn ihr jetzt gerade nachgeschaut habt und die keine Zeit dafür hatten, Johannes 5, Vers 4 findet ihr nicht in der Bibel so direkt aneinander. Also ihr lest Johannes 5, Vers 3 und dann geht es weiter mit Johannes 5, Vers 5. Und 4 ist unten dran erklärt und du hast auch eine gute Antwort dafür, warum das so ist, aber es gibt Dinge in der Bibel, Dinge in der Bibel, die wir einfach uns nicht so ganz einig sind, und weil wir es nicht definieren müssen, lassen wir es wie ein bisschen offen. Aber vielleicht kannst du noch zu dieser Stelle... Es ist ein super Beispiel. Ich habe das irgendwie lange gar nicht gewusst. Du hast es mir heute wieder präsent gemacht beim Vorbereiten. Das hat dann mit diesen Handschriften zu tun. Es gibt viele Handschriften, aber eben viele jüngere Handschriften, die später geschrieben worden sind, die erklären dort noch die Geschichte mit dem, warum musste der Gelähmte ins Wasser, wenn sich das Wasser bewegt. Dann ist eine Erklärung drin, weil das wie nicht einsichtig ist. Dass eben ein Engel das Wasser bewegt da irgendwie und deswegen sei es dann heilsam. Und scheinbar haben die gewisse Abschreiber das Gefühl gehabt, das muss man irgendwie erklären. Und vielleicht war es sogar etwas, was man damals so gesagt hat. Aber Johannes hatte guten Grund, das nicht in die Bibel zu nehmen, weil die älteren Handschriften, also die früher und näher ans Abfassungsdatum kommen, das, was wir vorhin besprochen haben, die haben diese Erklärung nicht drin. Und weil die Verszählung gemacht wurde zu einer Zeit, als man noch diesen sogenannten Mehrheitstext gebraucht hat, ist dieser Vers fehlt einfach heute, weil man sagt,
die Wahrscheinlichkeit, dass der ursprünglich ist sehr klein. Da ist eine Unschärfe drin. Man kann sagen, wahrscheinlich war er nicht drin, darum nehmen es viele in die Fußnote. Ja. Und das krasseste Beispiel ist sicher der lange Schluss von Markus, wo ein ganzer Abschnitt irgendwie nur in späteren Handschriften drin ist, wo man auch heute sagt, ist es wirklich drin oder nicht. Der Punkt ist nur, wenn ich die beiden nicht habe, habe ich trotzdem alles, was ich brauche. Genau. Ja. Und das ist so, weil eben Gott in der Geschichte handelt und nicht nur irgendjemandem eine Vision gibt, schreibt alles auf, sondern er macht etwas, Leute schreiben das auf, das wird überliefert. Gibt es Dinge, die bleiben ein bisschen fuzzy, wie war es jetzt ganz genau? Und ich glaube, auch das ist eine Message für uns. Weil am Schluss hat es dann mit Vertrauen zu tun und nicht mit absolut im wissenschaftlichen Sinne beweisbarem Wissen. Ja. So. Ja, und das ist auch etwas, was ich, je länger ich mich mit der Bibel auch auf eine historische Art auseinandersetze, ist so die Frage, die ich für mich selber beantworten musste oder muss, ist, wieso gibt es einen Unterschied, wenn wir sagen, die Bibel ist das Wort Gottes, gibt es aber einen Unterschied zwischen dem Buch, das wir in der Hand halten, und dem Wort Gottes, weil wir lesen ja schon am Anfang vom Neuen Testament, am Anfang war das Wort und das Wort wurde Fleisch. Also eigentlich wir als Christen glauben ja nicht, dass die Bibel, die Worte das Wichtige ist, sondern Jesus in dem, was die Worte dann aussprechen. Und das lässt für mich dann die Möglichkeit offen, eben diese Unschärfe auch zuzulassen, weil die Bibel eigentlich über Jesus redet und Jesus ist das Wort. Und wenn Jesus in seiner Ganzheit, wie sagt man dem, ersichtlich ist oder wir erleben Jesus in seiner Ganzheit, du hast es am Anfang gesagt, ob jetzt der Judasbrief dabei ist oder nicht, wir finden, wer Jesus ist, auch in unserem Leben, in seiner Ganzheit, ob jetzt da der Judasbrief da ist oder nicht. Aber was würdest du jetzt sagen, Dave, wenn du sagst, diese Unterscheidung zwischen Bibel und Wort Gottes, wie ist es jetzt für dich genau? Machst du einen Unterschied oder nicht? Oder? Ich glaube, das ist jetzt zwar sehr philosophisch, aber ich merke schon, das, was die Bibel in mir, also mich verändert oder wo ich merke, es ist wichtiger, was die Bibel mit mir macht, als im Kopf jedem Vers seine Berechtigung zu geben, sondern wenn ich die Bibel in der Ganzheit lese, dann merke ich, hey, ich werde verändert. Und dann muss ich nicht jeden einzelnen Vers auf den Kopf drehen und auch verstehen oder diese Frage von Verständnis oder so und mir gewisse Dinge einfach offen halten. Und hast du ein Beispiel? Warum und wo? Ich glaube, es ist mehr das Ding von, dass Theologen, die viel höheres Wissen hatten als ich oder haben als ich, immer noch Fragen haben über gewisse Dinge. Und mir dann zu sagen, ich muss darauf immer eine Antwort haben, okay. Hilft mir zu wissen, okay, sogar die Theologen haben Fragen. Und es bedroht deinen Glauben nicht. Also genau. Das ist wichtig. Oder du hast nicht deswegen plötzlich Zweifel, stimmt das überhaupt irgendwie? Genau, richtig, weil ich Jesus in seiner ganzen Fülle schon erfahren kann in der Bibel, ob ich jetzt jede einzelne Passage verstehe oder nicht. Auch Luther, wo sich nicht ganz klar war, was er jetzt in seine Übersetzung schreibt, hat gewisse Bücher hinten rangepackt und so. War auch so ein bisschen das Ding von, naja, wir lassen es uns ein bisschen offen. Gut, also der Luther hat natürlich auch ganz viele andere Dinge gesagt. Okay, ja. Ich meine, Luther hat auch gesagt, quasi Juden seien vom Bösen, man sollte sie am besten quasi verbrennen oder so. Also einfach nur, ich meine, Luther hat einfach mit Jakobusbrief ein bisschen Mühe gehabt. Also Luther ich persönlich würde Luther da jetzt nicht so fest ins Feld führen, weil da ist er sehr singulär. Aber ist einer von den Theologen, wo ich sagen würde, er hatte einen größeren Wissensschatz, als dass ich das habe. Hey, ich kann dir sagen, warum, ich finde es super, wenn du sagst, weißt du, im Sinne von, auch wenn ich was nicht verstehe, wenn ich sogar offen lasse, ob ich alles genauso habe, wie ich es brauche, es bedroht meinen Glauben nicht, finde ich wichtig, weil ich glaube immer, das, was klar ist, das reicht. So. Gleichzeitig für mich ist es halt, der Kernpunkt von Christsein ist Jesus nachfolgen. Und ich sage immer, ich möchte versuchen, Jesus auch in seinem Bibelverständnis nachzufolgen. Und Jesus hat so glasklar das Alte Testament, das, was an Bibel da war, als er auf der Welt gelebt hat, als Wort Gottes bezeichnet.
und gesagt, die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Die Schrift, und im gleichen Satz sagt er, das ist das Wort Gottes. Deswegen für mich, glaube ich, der Ansatz, an die Bibel ranzugehen und sagen, das ist Gottes Wort. Dieses Grundvertrauen entfesselt für mich erst ihre Kraft. Und deswegen, glaube ich, versuche ich nicht, die Frage im Mittelpunkt zu stellen, könnte es auch etwas geben, das nicht Wort Gottes ist, sondern die Bibel enthält nur das Wort Gottes, sondern ich gehe mit diesem Vertrauen daran, da spricht Gott zu mir. Ich finde es interessant, im 1. Thessalonicher 2,13 sagt Paulus etwas ganz Spannendes dazu. Ich lese das kurz vor, weil er seine eigene Botschaft als Wort Gottes bezeichnet und auch was es macht, wenn man es als Wort Gottes aufnimmt. Er sagt da, 1. Thessalonicher 2,13, immer wieder danken wir Gott dafür, dass ihr, Thessalonicher, die Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag gebracht haben, nicht als Lehre von Menschen aufgenommen habt, sondern als das, was sie tatsächlich ist, als Wort Gottes. Und seit ihr diesem Wort glaubt oder vertraut, wirkt es auch an euch. Und das ist für mich wieder der Knackpunkt. Dieses Jesus lädt mich ein, das als Wort Gottes anzuschauen. Ich vertraue dem, auch scheinbar das, was der Paulus hier verkündigt, entfesselt es die Kraft. Seit ihr diesem Wort vertraut, sagt er, entfesselt es die Kraft. Weil das ist wie im natürlichen Leben. Wenn dir jemand eine Empfehlung macht, kommt es fest darauf an, ob du ihm vertraust oder nicht. Wenn du ihm vertraust, dann fängt es an zu wirken. Wenn jemand, dem du nicht vertraust, etwas sagt, denkst du, ja, schau da. So. Und von daher denke ich, wie für mich ist dieses, hey, ich möchte Jesus auch in seinem Schriftverständnis nachfolgen, brutal zentral. Ich gehe lieber da auf die Seite und sage, alles andere, was ein bisschen unklar ist, lasse ich eben auf dem, auf dem Shelf, auf dem Büchergestell. Und wenn ich es mal verstehe, gibt Dinge, die verstehe ich heute, die habe ich vor 20 Jahren noch nicht verstanden, dann ist okay. Und wenn nicht, bleibe ich aber bei diesem Grundcommitment. Das ist das Wort Gottes und ich vertraue dem. Und trotzdem zu wissen, sehr vieles hat immer, es wurden am Schluss trotzdem Menschen haben diese Sachen geschrieben. Wenn wir die Paulusbriefe lesen, finden wir schon den Charakter von Paulus auch drin. Aber nimmt der Charakter etwas weg vom Wort Gottes? Nein. Nimmt es etwas weg davon, dass Jesus ganz Gott war, weil er auch ganz Mensch war? Nein, überhaupt nicht. Okay. Aber nur das, auch wenn du sagst, jemand empfiehlt dir was, wenn mir jetzt jemand zum Beispiel ein Hotel empfiehlt und sagt, boah, die Zimmer sind so schön. Und ich stehe dann in diesem Zimmer und finde, ja, ist okay. Genau, aber in dem Sinne ist es ja trotzdem ein schönes Zimmer, einfach in einer anderen Perspektive. Ja, weiß, was du meinst. Ja. Genau. Oder für Wes Huff hat das auch gut gesagt und ich würde sagen, da bin ich dann am Schluss gelandet, auch wenn man vielleicht das eher mal nicht als wortwörtlich nehmen kann, aber er hat gesagt, Wes Huff ist ein Apologetiker aus Kanada, der sich sehr fest mit der Historie von der Bibel auseinandergesetzt hat und trotzdem sehr mit Jesus unterwegs ist. Und er hat gesagt, hey, ich finde in Jesus oder in der Bibel 100% Jesus und die Fülle von all dem, was er uns mitteilen möchte in der Bibel. Und wir haben einfach 110% Wörter in der Bibel. Und es gibt diese Dinge, wo du auch sagst, hey, dürfen wir als nicht Alleswisser einfach auch mal aufs Bücherregal legen, wenn ich trotzdem Jesus in seiner ganzen Fülle erfahren kann. Und dann vielleicht gibt es jemand, der mir diese Wörter nehmen kann und wieder ins Leben sprechen kann, weil er irgendetwas über diese Dinge herausgefunden hat. Aber lass mich ein bisschen pingelig sein. Ja. Ich glaube, du sprichst von zwei verschiedenen Dingen. Ja. Das eine ist, dass ich sage, es gibt Dinge, die ich nicht verstehe, die kann ich gut sein lassen, es bedroht meinen Glauben nicht. Aber die Aussage, es gibt in der Bibel mehr, oder es gibt Dinge in der Bibel, weil dieses 110% würde heißen, 10% sind nicht Wort Gottes, sind nicht Jesus, ist eine andere Aussage für mich. Und ich weiß nicht, wie du es meinst, aber deswegen gehe ich auf die andere Seite und sage, ich gehe mal davon aus, Gott spricht hier. Es gibt viele gute Gründe. Jesus sagt übrigens auch interessanterweise, probier es doch einfach aus. Wer meinen Willen tun will, wer das tut, der wird herausfinden, ob ich von Gott her rede oder nicht. Ja. Ich glaube mehr, was ich damit sagen möchte, ist, wir haben in der Bibel mehr, als das wir brauchen, um Jesus zu finden. Okay, es gibt Dinge, die sind vielleicht nicht so relevant. Genau. Ich meine, diese ganzen, für uns heute 3. Buch Mose, diese Anweisungen, wie man Opfer schlachten muss, sind für uns nicht mehr so relevant. Aber da bin ich voll mit dir. Aber sobald man unterscheidet zwischen Bibel und Wort Gottes, da gibt es einen Unterschied. Die Frage ist, wenn es konkret wird, wer sagt denn, was ist nur Bibel und was ist Wort Gottes, nach welchen Kriterien? Und da bin ich lieber wieder safe. Jesus hat gesagt, ist Wort Gottes, ich bleibe da mal auf und ich wäre auch nicht die Person, die das irgendwie
definieren Ja. könnte. Ja. Genau. Cool. Ja, genau. Ich finde es ein super Thema, vor allem, weil ich glaube, die Bibel an sich ist, ich würde sagen, im Moment auch sehr fest angegriffen von Historikern oder Atheisten, die versuchen, das, was wir haben, irgendwie auseinanderzunehmen und eben die Verse zu nehmen und sagen, ja, das steht da und nicht im ganzen Kontext zu lesen und dann irgendwie eine gewisse Schlagfertigkeit, es geht nicht darum, die anderen zu überzeugen, aber irgendwie für sich selber eben, oder was wir gesagt haben, es greift meinen eigenen Glauben nicht an, wenn jemand eine Frage stellt. Genau. Ich glaube, wir müssen versuchen, denken zu können. Ja. Und dort, wo wir es nicht denken können, einfach sagen, ich vertraue. Ich sage immer, der Glaube ist nicht unvernünftig. Ich kann vieles denken, er ist übervernünftig. Es ist mehr als nur Vernunft. Ja. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt noch Platz haben, aber für mich der entscheidende Punkt ist, wenn dann jemand sagt, die Bibel ist für ihn nicht maßgebend, dann ist irgendwie die Frage, okay, aber irgendwas ist auch für dich maßgebend. Und mal sich bewusst zu machen, was ist für mich maßgebend? Wer kann mir eigentlich sagen, wie die Welt funktioniert, wie das Leben funktioniert? Und warum ist diese Quelle, die für dich maßgebend ist, vertrauenswürdiger als ein Buch, das sich seit 2000 Jahren einfach sowas von bewährt, immer so viel, auch in unserer Kultur, einfach an Guten gebracht. Warum ist das dann klar, die Bibel, das ist für nichts und deine, was immer das ist, der Zeitgeist oder was Leute gerade sagen, ist vertrauenswürdiger? Ja. Ich glaube, man muss sich klar machen, wer ist für mich oder was ist für mich maßgebend. Da finde ich, gibt es viele sehr gute Argumente, die sagen, die Bibel hat a lot of points on her side. Ja, und also, dass wir uns verstehen, ich hinterfrage die Bibel in sich nicht. Ich finde es super. Genau, sondern vielleicht ist das auch mein Typ, dass ich habe gerne etwas graue Grenzen, dann eben, dass ich würde sagen, ey, ich habe diese, deshalb, ich finde auch, dass das apostolische Glaubensbekenntnis finde ich etwas Tolles, weil das ist etwas, da sind wir uns alle einig, da müssen wir nicht darüber diskutieren. Und wenn wir das nehmen, dann dürfen die anderen Fragen auch da sein, ohne dass es mich persönlich angreift. Weil ja auch die Bibel gewisse Dinge, wo ich sagen würde, ich kann gut verstehen, dass Leute beim Lesen der Bibel da nicht auf den gleichen Schluss kommen wie ich, aber es sind nicht die ganz zentralen Dinge. Genau. Ja. Jetzt, letztes Thema. Und zwar haben wir jetzt über das Historische gesprochen, so mehr das Theologische, aber am Schluss ist die Bibel immer noch etwas, das bei euch hoffentlich im Schlafzimmer liegt oder irgendwo griffbereit und jeder hat seinen eigenen, wie sagt man, Zugang zu der Bibel. Jetzt, wenn ich mein Leben lang 30 Jahre die Bibel genau gleich lese, gibt es Dinge, die du vielleicht auch aus Erfahrung gefunden hast, wo du merkst, okay, hey, diese Art von Bibel zu lesen oder diese Art Stellen zu nehmen, hat mir eine neue Perspektive gegeben, mit diesem Buch umzugehen. Unbedingt, also ich fand es am Anfang extrem wichtig, eben wirklich ganze Bücher zu lesen und nicht nur so dieses, ich sag wie an einem Käse ein bisschen nuckeln, sondern wirklich mal so ein ganzes Buch, vielleicht auch ein paar Bücher hintereinander zu lesen, habe ich lange gemacht, kriegt man den Überblick und so. Und dann so die letzten Jahre habe ich eher entdeckt, nicht eine ganz andere Art des Lesens. Man kann es Lectio Divina nennen, so die göttliche Lesen, das ist so eine uralte Geschichte, kommt in der Kirchengeschichte relativ früh schon vor, aber Ignatius, glaube ich, war es, bin ich 100% sicher, der es populär gemacht hat. Das ist mehr so wie, eigentlich lese ich ganz wenig Text, ganz langsam, laut durch. Und dann das, was diese eine Geschichte, die mich wie anspringt, die nehme ich dann, ich wiederhole sie vielleicht in meinem Kopf, ich gebe sie Gott im Gebet. Es ist mehr so ich begegne eigentlich Gott aufgrund oder mit Hilfe einer Bibelstelle und versuche das wieder zu können. Kühe, die kauen ja Gras unglaublich lang, um irgendwie alles rauszubekommen. Und Bibel so zu lesen, ist für mich jetzt gerade in den letzten Jahren was ganz einfach super Cooles. Es ist einfach ein Vers, vielleicht nur ein Wort, das mich voll anspringt. Und da ich ja den ganzen historischen Background alles schon kenne und so, und dann bleibe ich einfach da und denke darüber nach und bete damit. Und das ist extrem inspirierend und ist weniger Wissen, als die Bibel hilft mir, Gott zu begegnen. Es gibt auch Anleitungen im Internet, wie das geht. Lectio Divina ist wirklich... Ich finde, wir so in Freikirchen, wo wir herkommen, haben da sicher ein bisschen Aufholbedarf. Bei uns geht alles sehr schnell oder wir lesen noch ein bisschen Bibel und so. Aber ich bleibe mal bei einem Wort, bei einem Vers und lasse es richtig in mich hinein.
da ist schon Kraft drin. Ja. Ich fand auch cool, wo wir zusammen bei der Gebetsschule diese Texte genommen haben und mal einen Bibeltext, eben wir gehen da durch, manchmal sogar mit dem Mindset, hey, das ist ein Regelbuch oder einfach so ein bisschen so lebt man, Punkt. Und sich da rein zu versetzen und die Bibel so zu lesen, dass es ist immer noch eine Geschichte. Es ist es ist wirklich so passiert. Hey, wie hat das ausgesehen, als Jesus Maria Magdalena begegnet Sehr ist? cool. Solche Sachen. Ich würde sagen auch, deshalb, das ist auch der Hype von den Serien, die im Moment entstehen, mit The Chosen oder so, eine gewisse Art von Nähe. Ich hätte auch da sein können, wäre ich vor 2000 Jahren geboren. Und das hilft mir manchmal auch, eine neue Perspektive jetzt von diesen Geschichten einzunehmen. Genau. Ignatius hatte diese Exerzitien, wo es gerade darum geht, du gehst in die Geschichte rein, du bist wirklich da, und das finde ich auch sehr cool. Ist auch kontemplativ, aber nochmal ein bisschen anders. Legst du die weniger mehr über den Kopf, das andere geht wirklich mehr über die Vorstellungskraft. Und so mal sich in eine Geschichte hineinzuversetzen, und das hat schon Power, ja, wirklich. Ja, und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, wir lesen das Alte Testament mit dem Blick vom Neuen Testament, und ich bin immer mal wieder in der katholischen Kirche, und dort ist das Jahr ja aufgebaut, und man liest oft oder meistens einen Text vom Alten Testament und dann einen Text vom Neuen Testament, das sich zusammenpasst. Und je nachdem ist die katholische Messe nicht immer so spannend, und dann schaffe ich den Switch nicht oder verpasse ich die Verbindung. Aber generell einfach gewisse Dinge auch, vor allem wenn wir das Alte Testament lesen und sagen, okay, hey, und diese Stelle, was hat das, wo finden wir das im Neuen Testament wieder verbunden? Und genau, das finde ich auch ein toller Ansatz. Ja, und auch, dass man im Gottesdienst die Texte wirklich liest. Dass man so ein Kirchenjahr Einteilung hat, wo die Texte vorkommen, ist ja schon cool. Da sind wir Freikirchen schon schwach, aber wir machen andere Dinge gut, von daher. Definitiv. Ja, und auch die Erhabenheit von einem Text irgendwie, oder das, was es dann wirklich sagt. Das sind 2000 Jahre, die Menschen bewegt haben, verändert haben und so. Ich finde es auch spannend, dass man sagt, okay, hey, das muss man jetzt nicht machen, aber wir stehen auf dazu. So einfach wir nehmen das, was jetzt gesprochen wird, nicht einfach so hin, sondern wir geben dem nicht mehr Respekt als Gott, aber wir respektieren das, was Gott uns irgendwie gegeben hat. Und so. Ein Mentor von mir hat mal gesagt, bei den Katholiken habe ich Ehrfurcht vor Gott gelernt. Ja, genau. Ja, und das ist ja nicht nur bei den Katholiken so. Oder ich habe letztens mal eine Predigt gehört von, ist es Elevation Church oder so. Und ich glaube schon, dass auch die gewisse Freikristen oder evangelikale Christen merken, da ist uns etwas verloren gegangen. Und irgendwie das mit dem Aufstehen plötzlich wieder ein Ding wird. Absolut. Genau. Jetzt gehen wir doch mal zum Schluss, und ich würde es nimmt mich Wunder, gibt es etwas, das du sagst, hey, jetzt auch nur schon beim Vorbereiten von diesem Thema, gibt es ein Takeaway? Gibt es etwas, das du vielleicht auch den Leuten, die jetzt gerade zuhören, was wäre etwas, was man sich so rauspicken könnte oder wo du dir rausgepickt hast? Hey, habe ich mir nicht vorher überlegt, aber ich glaube, so 2 Dinge, das Stichwort einfach Vertrauen, vertrauenswürdig. Ich glaube wirklich, dass die Geschichte, die Erfahrung vieler Menschen, jetzt für mich persönlich meine Erfahrung, gezeigt hat, das, was die Bibel uns bringt, ist wirklich vertrauenswürdig. Man kann sein Leben darauf bauen. Wenn man dem vertraut, kommt man an so guten Orten vorbei. Ich bin mit 13 zum Glauben gekommen. Ich war ein komplett verbogener junger Mann. Und ich habe irgendwie diese Gnade bekommen, dass ich dem vertraut habe, was in der Bibel steht. Und es hat mich an so gute Orte hingebracht. Ich bin liebesfähiger geworden. Ich bin einfach, es hat so viel Gutes bewegt. Dieses Grundvertrauen, das zahlt sich wirklich aus. Und das Zweite ist, wenn es Dinge gibt, die ich nicht verstehe, wenn Argumente an mich kommen, die ich nicht beantworten kann, dass ich mich einfach da nicht rausschmeißen lassen kann. Oder nicht rausschmeißen lasse. Sage, hey, ich kann es nicht erklären, aber deswegen wackelt nicht mein ganzer Glaube. Weil vielleicht verstehe ich später, und wenn nicht, wie gesagt, ich habe es von Mark Twain, die Dinge, die ich verstehe, geben mir genug Arbeit. Ja, genau. Wie ist es für dich? Für mich ist es, ich glaube, es ist wirklich das Bild von der Bibel auch mal ein bisschen
zu hinterfragen, wie sehe ich die Bibel eigentlich. Für mich als Kind, ich würde sagen, ich habe die Bibel sehr lange so gesehen, wie Mose die 10 Gebote bekommen hat. So von oben, zack, da, los geht's. Und wirklich zu verstehen, hey, ich finde Jesus in dieser Bibel und ich finde Gott in dieser Bibel nicht durch ein Regelbuch oder durch eine goldige Schriftrolle, die vom Himmel runtergekommen ist, sondern da ist so viel mehr Leben drin auch und Nähe und Verständnis. Und genau, es geht nicht darum, ja, ich bin nicht so ein Korankenner, aber dort ist schon sehr, sehr mal einfach so Absatz, 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 Absatz. Und wir haben eine so reiche Geschichte mit Jesus, wo wir eigentlich einfach Teil davon werden können. Und das hat mich schon auch wieder mehr begeistert, die Bibel wieder auf eine andere Art und Weise manchmal in die Finger zu nehmen. Sehr gut. Genau. Ja. Hey, das war's mit unserer ersten Folge von 3 für 2. Wenn ihr merkt, ihr braucht irgendwie oder habt Fragen, die wir irgendeinmal in einer Episode angehen können, dann schreibt uns doch eine Mail. Die unsere Mail haben, dürft uns direkt schreiben oder mal schnell ein WhatsApp schreiben. Und sonst könnt ihr auf info@vineyard-olten.ch könnt ihr eine Mail schreiben mit Fragen, die an uns gerichtet sind. Genau, das war alles. Wir hören uns in so etwa 2 Wochen wieder. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag und wohin ihr auch geht, seid gesegnet.